jetzt geht's doch los. Schön! Pass bitte auf gleich, nicht verletzen, damit die Leute auch noch den Fight sehen gegen Noah. Und jetzt kommt ein Cut und dann ist meine Verletzung da. Adi, wie ist jetzt für dich nach dem Training? Ich bin noch warm, ich werde wahrscheinlich einfach relativ schnell aus der Puste sein, weil vorher bei diesen Übungen so, hier oben hat es schon gebrannt. Das ist crazy, Mann. Dann habe ich Sascha gefragt und der machte so ein bisschen Kickboxen und hat gesagt, bei ihm brennt es gar nicht. Ich glaube, er hat jetzt ein bisschen die Technik gerade drin, weißt du? Das könnte, ja, guck mal. Ja. Ich weiß zu 100%, dass Niki sagt, ja, ich habe noch nie geboxt. 100% hat er letztes Mal gegen Max geboxt, hat irgendwelche Dokus geguckt. Digga, in deinem Kopf hast du schon so alles so. Hey, Jungs, hey. Adi hat sich von der Schrift. Wenn ihr Bock habt, dann steigen wir jetzt in den Ring. Und dann so. Oh Gott, nein. Also 37% für Adi und 61. Also Niki ist Favorite-mäßig tatsächlich. Ich möchte hier keine Tiefschläge sehen. Tritte auf den Meniskus oder das Kreuzband werden nicht geduldet. Denkt dran, Jungs, wir machen ein Sparring. 60% Maximalkraft. Aber mit einem 60% mit einem Zwinker. Du darfst echt nicht übertreiben. Vor allem musst du beim Aufpassen, Bro. Schlüsselbein ist immer noch ein Thema, ne? Adi ist schon unfassbar warm. Rebecca hat ein krasses Workout hingebuttert. Für mich gefühlt endlos gewesen. Ich dachte so, yo, jetzt ist fertig. Da waren wir nicht mal bei der Hälfte. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Chat. Die Dame hat wirklich ein Workout mitgebracht. Es ging unfassbar lang. Warum mach ich den Gegner von meinem Jungen warm eigentlich? Mach ihn mal warm. Du bist doch warm gerade vom Training mit Rebecca? Ich bin noch warm. Ich sag dir ganz ehrlich, mein einziges Problem. Ich werde den ficken jetzt. Ja, geil. Ja. Passiert. Jetzt geht's los. Ja, ist top. Ist top. Ist noch ein bisschen rutschig. Ey, tat grad weh, oder? Nee, aber ein bisschen rutschig. Ja, aber wenn du die überlebt hast, dann überlebst du jetzt gerade ja gleich alles im Kampf. Jungs, ich würde euch kurz bitten, da drüben hinzugehen. Ich rufe euch jetzt auf. Herzlich willkommen zu diesem unfassbaren Event. Ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr, aber die Moderation ist das, was mir im Herzen liegt. Denn heute Abend haben sich zwei Extremsportler dazu bereit erklärt, in den Ring zu steigen. Nachdem wir in unserem letzten Boxkampf hier vor Ort Verletzte hatten und Fäuste geflogen sind, die ich in meinem Leben so noch nicht gesehen habe, stellen sich heute zwei weitere Barbaren in diesem unerbitterlichen Kampf der Realität sich ins Auge zu blicken und seinem anderen Gegenüber die Leviten zu lesen. Ich möchte, meine Damen und Herren zu Hause, dass Sie einen herben und heftigen und ich möchte schon fast sagen deftigen Applaus machen für die rote Ecke, in der unser heutiger Kandidat steht, Niki der Barbar! Stemmler! Let's go! Und rein damit, der Junge! Oh, Niki ist im Ring angekommen. Niki, wie fühlst du dich heute? Ich werde Adi so zerstören! Dein Kontrahent für den heutigen Tag und auch für Sie zu Hause, liebes Publikum, ist der unumfochtene Schweizer Käse, Eddie Toronto für die blaue Ecke! Digga, die Schweiß kommt ja aber auch an! Oha! Da hat man aber auch ein bisschen Angst jetzt gerade hier, mein lieber Niki. Adi, wie fühlst du dich heute? Wir sagen Dankeschön für das Trainingsbezirke. Beide Kämpfer bitte einmal in die Mitte kommen. Wir möchten hier einen Kampf sehen, der sauber ist und anständig läuft, ja? Keine Tiefschläge, keine Hinterkopfschläge. Denkt dran, ihr seid beide unerfahrene Kämpfer. Ich möchte, dass ihr Respekt voreinander habt. Sobald es unfair wird, gehe ich dazwischen und ihr müsst auf mich hören. Mach ihn weg, Adi! Bei 3 Outs seid ihr raus, alles klar? Mhm. Adi? Ja. Wunderbar, gut. Dann bitte einmal in eure Ecken gehen. 3. Adi sieht schon leicht 2, angespannt aus. 1. Aber vielleicht Ready. ist es auch das Training mit der Rebecca Ding, gewesen, ding, 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 ding. was ihm jetzt noch in den Knochen steckt. Aber jetzt geht's doch los. Oh. Atme. Schöne Haltung. Jeden Tag Die ausatmen. Technik. Oh, da war schon direkt mal eine von Niki. Adi aber auch direkt gezielt und die schenken sich nichts. Also jetzt sind wir schon bei 85% und da klingelt es schon. Da klingelt es schon in der Kasse. Uiuiui, der ging durch. Uiuiui.
Ist das ein Kampf? Das ist kein Abtasten mehr, also da ist all in, da ist wirklich all in. Da muss auch der Referee, glaube ich, einmal gleich zwischengreifen. Ja. Ja, genau. Komm mal rein. Alles gut, sagt er. Alles gut? Ja. Deine Runde, Adi. Da steckt aber auch Power hinter. Niki mit seinem Kampfgewicht von wahrscheinlich schon 90 Kilo. Und da fliegt er halb aus dem Ring. Alles gut? Die Schweiz hat halb den Ring verlassen. Arme hoch, Arme hoch. Arme hoch. Er wird angezählt. 9, Adi wird 8, wenn du wieder angezählt. rein willst, gehst du 6, 5 und weiter. Schau in den Schlag rein, Adi. Und atme bei jedem Ausschlag. Adi. Atme, Adi. Das ist einfach Schön. Gibt es schon wieder ein Feuerwerk der Schläge. Von der Seite. Schöne Treffer. Niki versucht sich wegzuducken, aber jetzt von oben kommt noch mal einer rein. Kommt schon wieder halb aus dem Ring und auch, da geht der Referee dazu. Aufpassen. Das war Seite. Adi, Arme hoch. 5, 4, 3, 2 und weiter. Und weiter geht's. Atme. Erste Runde gehört dir, Adi. Gleich vorbei. Das macht hier richtig Spaß zuzuschauen, Digga. Beide schenken sich ja gar nichts. Oh mein Gott, sorry. Gute Konter, Adi. Alles gut, ich hab mich gerade leiten lassen. Nee, gerne, Bro, gerne. Und wieder rein. Adi, wenn du noch in eine Ecke gehst, dann schmeißt du. Merkt man jetzt schon ein bisschen, oh, hat es Niki vielleicht zu schnell angehen lassen. Aber da kommt noch mal eine, Jetzt wird sie weggedreht. Was ist bei Adi? Es sieht konditionell tatsächlich sehr schwer aus. Warte, ich bin noch Cornerman. Ich hatte auch 1, 2, aber sobald du schlägst, dreh ich mich weg. Wenn ihr zu sehr im Clinch seid, ich gehe beim nächsten Mal ein bisschen früher dazwischen. Ihr seid schon sehr, sehr doll am Clinchen. Da muss ich eigentlich, also normalerweise wäre alles noch sauber gewesen, aber das ist ein bisschen zu viel für ein Sparring. 3, 2, 1, fight! Und da startet die zweite Runde. Atmen. Oh, da geht Niki auch wieder direkt nach vorne. Und Adi duckt sich weg und das ist nicht gut. Das sollte er nicht machen. Ist was passiert? 10, Warte kurz. 9, Die Schulter. Stopp. Vorsicht, Schulter. 6, Scheiße. 5, Sascha. Fuck. 3, 2, 1. Ja, alles gut, ey, scheiß mal. Ey, könnt ihr das rufen? Ist Schulter ist halt raus, ne? Also lass mal einfach zur Seite gehen. Ist sie raus, ja? So wie es so aussieht, haben wir gerade eine ausgekugelte Schulter rechts bei Adi. Das war natürlich auch für ein Sparring ein sehr, sehr harter Kampf. Das war Vollkontakt. Holt mal bitte ein bisschen Eis für den Mann, ruft mal einen Krankenwagen, damit das direkt eingekugelt wird. Ich habe so geblockt mit meinem Arm und dadurch, dass er dann halt so gegen ist, hat die Schulter so eine Schulter und Bewegung, ja. Ah, okay, scheiße. Ja, beide sehr stark gekämpft, wirklich jetzt. Adi, macht dir keinen... Was hast du? Fickt euch. Macht dir keinen Stress, Bro, ist nur außerkugelt. Das ist jetzt nicht schlimm, es tut übertrieben weh. Das ist 1 bis 10 Schmerzen, 1 bis 10. Jetzt 7 von 10. Und es wird immer mehr. Aber hier geht es ja nicht darum, dass jetzt irgendjemand hier eine Schuld trägt oder hier, weißt du, also, ja, aber nein, auch zwischendurch, den hier und da. Und dass man es einfach nur mal so sagt, weißt du. Es ist jetzt echt scheiße, wir hoffen, wir kriegen das jetzt schnell hin. Der Krankenwagen ist auf dem Weg. Und ja, jetzt haben wir den Krankenwagen gerufen, kühlen das Ganze ein bisschen. Ich weiß, jetzt wurde auch gerade mal reingeschrieben, keine Ibo etc. Well. Was sagst du zu Adis Verletzung in einem Wort? Stell dir vor, du hast so eine Verletzung, dass man 20 Sekunden über ein Wort nachdenken muss. Modifikation. Holy shit. Das ist echt krass, Mann. Wahrscheinlich wäre ich auch mit dem gegangen. Und du bist geheilt. Ja, wir haben es jetzt 1 Uhr morgens. Ain't no sunshine when she's gone. Oh, 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 oh. Ain't no sunshine when she's gone. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Kennt ihr die Szene? Erklär! Wir haben es jetzt 1 Uhr morgens, wir sind noch, Niki und ich sind noch die Letzten hier, der Stream ist fertig. War sehr, sehr geil. Der Tag war nicht ganz so wie geplant tatsächlich. Wie man sieht, hat mir Niki einfach mal fett die Schulter ausgekugelt oder ich mir selber. Insgesamt zusammenfassend war es komplett dumm, weil sich Revi ja auch schon hier verletzt hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so wie wenn eine Achterbahn einen Schaden hat, dann denkt man sich ja danach, wenn ich jetzt auf die Achterbahn gehe, dann passiert ja eh nichts, weil jetzt ist ja komplett geprüft, weißt du, wie ich meine, so mäßig. Wir haben die erste Runde geboxt, wir haben uns beide sehr, sehr gut auf
auf den Kopf gehauen, muss man schon sagen. 60% war der Call, alle meinten, wir waren eher so bei 80% unterwegs, 80, 90. Ja, ich wusste, dass ich weniger Chance habe, weil Niki mehr so diesen Boxing, diesen Fight-Instinkt hat. Aber ich hatte auch 1, 2 Momente, wo ich auch so ein bisschen reingekommen bin. 100%, ich habe ordentlich kassiert. Ja, wo auch du ordentlich kassiert hast. Mein Problem war, das war bei Revi damals schon immer so, ich drehe mich dann, wenn ich wirklich Angst bekomme, dann drehe ich mich einfach weg. So. Also da ist ja nichts passiert. Aber dann bei diesem Einschlag, ich habe ausgeholt, wollte dich also so hier schlagen und du blockst halt komplett ab. Der Arm bleibt stehen, aber die Schulter irgendwie nicht. Die hakt, ja, so genau so. Zack, und dann ausgekugelt. Wieso zeigst du das mit der linken und nicht mit der rechten? Okay, erzähl mal weiter. Und was krass ist, erstens, wie schnell das geht. Also es ist wirklich innerhalb von so 0,2 Sekunden passiert. Man hat nichts gehört. Das war einfach so direkt. Man kann nichts machen. Dann ist die Schulter vorne. Man muss sagen, insgesamt Glück im Unglück. Ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Also ich glaube, ich muss jetzt das 5 Tage tragen. Muss jetzt halt einfach ein paar Wochen chillen. Aber ab dann ist eigentlich alles wieder normal. Keine Bänder gerissen, nichts gebrochen. Man muss auch immer sagen, eine Verletzung ist echt guter Content. Obwohl es scheiße ist. Ja, das heißt, die nächsten Wochen ein bisschen chillen. Ich bin leider diesen Sonntag nicht dabei bei den Bundesstreamer-Spielen, aber bei der No Food Challenge, Team Food Challenge, da sind wir dabei. Wird richtig geil. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus an Niki fürs Schulter raushauen. Kein Problem. Hey Bro, danke für den Content, wirklich. Schreibt mal gute Besserung in die Kommentare. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, jetzt noch ein Song zum Outro. And no sunshine when she's gone.